Videoanschlussbesatz zu Timberborn. Ich habe jetzt gerade kurz zwischen Aufnahmen noch geschaut, wie viele Folgen das jetzt schon aufgenommen habe. Da ja vor ein paar Folgen ein bisschen Manko drin gehabt, dass ich keinen Sound und kein Mikro mehr gehabt habe und dann das ganze Video stumm war. Das ist natürlich auch cool, wenn du dann 7 Folgen weghauen kannst, aber ich muss sagen, ich habe mich jetzt gerade schon ein bisschen wieder davor erholt. Bin jetzt wieder ein bisschen voran und kann auch wieder einen kleinen Puffer. Aber jetzt muss ich halt das für die erste Folge muss ich halt jetzt nun dann, weißt du, ready machen. So. Okay, die Batterien, ich glaube, ich habe da das übel overpowered überhaupt jetzt gebaut. Die Batterien, die brauchen nicht so wenig. Läuft überhaupt noch was? Nee. Punkt 1. Das Wasser, was da läuft. Das, nee. Da braucht man so lange, dass es da ausläuft, weil es übel lang jetzt erstmal dauert, bis das da voll ist. Das natürlich nimmer voll war. Natürlich ungeil ist. Haben wir da schon bei fast 1. Was auch ziemlich ungeil ist. Also füllen wir da jetzt mal so ein bisschen mit auf. Uffi. Oh. Jetzt so. Wenn da unten wieder nichts ankommt, dann kann es auch wieder nichts mehr bomben. Und wenn nichts mehr bombt wird, dann schaut es so wieder aus. Das ist halt das Hauptproblem. Darum waren wir. So, halber Tag noch, dann ist das da wieder. Ist das da wieder zum Befüllen. Also eigentlich jetzt gleich dann. Ja, mal auf 2,5 wieder auf. So, da ist sie wieder so richtig laufen. Genau. Da haben wir Wasser. Da haben wir Wasser. Da haben wir gerade noch Wasser. Genau. Genau. Kann ich das abbauen? Kommt da. Hier. Dann würde ich sagen, da jetzt eh gleich wieder das Wasser kommt, springen wir jetzt mal da. Sprengung! Und haben wir da jetzt eine richtig schöne Riesenfläche. Da haben wir den Weg da weg. Da springen. Einfach schieben uns. Gut. Was haben wir anderen Witz jetzt? Und wieder einer keinen Bock hat. Ist ja egal. Wir warten jetzt eher darauf, dass unser Doktor mal fertig wird. Der Tag muss fertig werden. Dürre ist beendet. Okay. Also, jetzt kommt dann der große Test für das Ganze. Wenn das funktioniert, dass es dann da reinläuft. Ich bin mir nur unsicher, ob wir es da reinlaufen lassen oder dann über das runterlaufen lassen. Aber ich glaube eher über das, weil es mehr Sinn macht. Da haben wir jetzt schon wieder Dinge, ja genau.
da ein bisschen was rein. In die Gaudi. Natürlich ungut, dass da jetzt unsere Sonnenblumen verdorren oder verdürren. Aber warte mal, das ist ja. Warte mal. Das ist ja dann ebenerdig, ne? Genau. Und dass da alles einlaufen, ist da sogar passen, gell? Dann läuft alles ein, was da auf der Ebene ist. Ist das nicht passen? Da geht es so gemacht. Und dann geht da auf 1,5 aufgestellt. Genau. Genau. Ja, dauert halt jetzt, gell? Ich weiß nicht, wie lang. Ja, das Wasser steht da eigentlich ganz gut, gell? Steht eigentlich da ganz gut. Müssen wir dann auf 1,5 auf. Da haben wir auch wieder ein bisschen Wasser. Da ist jetzt nicht so das Problem, wenn da kein Wasser ist, weil der Bezirk braucht es nicht. Das ist jetzt nicht essentiell davon. So. Schau dir so. Bin jetzt mal gespannt, wenn da der Wind wieder angeht. Ist ja immer so eine Sache, wann der Wind geht, wie der Wind geht. Wie stark und so. Aber dann hätte ich gern bei der Deko mal kurz die Windfahne herstellen. Da hätte ich nämlich schon gern singen dann. Wie es ausschaut da. So. Ja, normalerweise, wir haben jetzt vorher nur 0,13 gehabt, was übergelaufen ist. Scheiße, wir produzieren so viel Strom, da pumpen alle Pumpen. Und es ist trotzdem nur so viel Strom, dass wir easy unsere Batterien aufladen. Wenn wir einfach 4000 mehr produzieren, als wir brauchen. Wenn ein 79er Windstärke. Unglaublich. Okay, dann gehen wir da rüber. Hier. Genau, da haben wir jetzt das Riesenproblem. Wenn wir einfach kein Wasser mehr da haben. Lassen wir da kurz auf 1,5 runtergehen, lassen wir da Wasser hinterher. Wichtig. Ist gerade wichtig. Muss ich leider wirklich sagen. Weil einfach gar kein Wasser mehr hinten ist. Ey, ja, beschwert euch mal nicht. Ja, Weizen ist halt immer so eine Sache, gell. Aber wir haben auch 4000 Weizen, also. Ah, die haben da Weizen, ey, oder? Das Einzige, was nicht da sitzt, ist Weizen, Leute. Also wirklich. Ihr macht euch euer Leben schon wirklich schwer. Aber wenigstens ist das Teil da. Unglaublich. Das Einzige, was nicht da so in derns. Das ist schon unglaublich dumm. So. Schön ist, wenn du bloß eine aufmachst, der Wasserstand geht trotzdem in Tee, obwohl es bei 1,5 bist oder so. Das ist schon auch krass.
Nee, 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 nee. Immer wieder Schieder. Okay, dann gehen wir da wieder auf die 2,5 Waffe. Sollte dann relativ flott gehen. Wenn man es dann einmal umtut. Das ist auch ziemlich gut, der Hidon. Da bin ich gerade ziemlich unsicher. Eigentlich braucht man diese Zergo nicht mehr, gell? Wie macht man das ja dann über die andere Seite? Ich darf jetzt mal nur kurz stehen lassen. Jetzt instant wieder austreten, gell? Das ist auch crazy. Ich bin schon immer ein bisschen schnell jetzt. Mehr auf. 42, 43, 44, 45, 46. Komm schon. 10 brauchen wir noch. Es sieht immer so, als hätte das Wasser von mir nicht mehr fließen. Ich denke so, ja doch, es läuft immer nur genau so wie davor. Soll ich mir kurz da anschauen? Wie schaut es am Wasser aus? Schaut gut aus, gell? Dann da ich jetzt mal da nämlich auf 3 gehe und nur über die 3 ablaufen lassen. Das soll ja jetzt Kleidung werden. Ich glaube ab 6,2 oder so. Oder 6,5? Na 6,6 war es glaube ich, gell, wo man 6,6 war, wo es ablässt. Genau. Und da wir jetzt bloß 3 haben, die wir abdehnen, sollte da jetzt noch mehr aussehen. Und dadurch müsste dann mehr wie die anderen sein. Ich weiß nicht, ob das optimal dann ist. Aber es ist auf alle ganz okay, glaube ich. Außer der Wasserstand wird so. Das müssen wir jetzt kurz im Auge behalten. Ich will auf Auge drauf. Ja, das ist leider normal. Weil es ja keine Rohre sind, sondern halt Flüsse mehr oder weniger. Also wenn es jetzt wirklich richtig zu viel wird, dann müssen wir es anders machen. Aber ich glaube, dass es jetzt wieder oben geht. Ich finde das immer noch ganz witzig, dass es immer wieder so überläuft. Mhm. So, 73 gehen wir schon doch ein bisschen her, gell? Es kann sein, dass wir jetzt unendlich her werden, weil wir bloß 3 Lanes mehr oder weniger belegt haben. Ja, jetzt haben wir unbedingt höher die ganze Zeit. Ich glaube, dass wir das andere doch wieder aufmachen müssen dann. 4, 5. Jetzt bei. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt mal weniger wird, ob es mehr wird. Das ist jetzt so ein komischer Punkt gerade. Jetzt hat die halt laufen, ne? Jetzt hat es halt nicht mehr rumschwappen. Ja, doch, es wird immer mehr. Also auf 2,5 da gehen. Lasst mal da halt auch noch was reinlaufen. Da schaut jetzt an, wie voll das da wird. Nur weil wir da unten auf 1,5 haben, da mehr reinlaufen haben und dann der Ding neu kommt. Schon ganz witzig. So, wie schaut es jetzt da aus? 0,57, 0,5, 9, 6. Da muss jetzt aber gleich durchschwammen.
Und dann sehen wir, ob unser Ding da funktioniert oder nicht. Wie schaut es mit der Batterie aus? Ist sie wieder voll? Oh, nicht ganz, aber füllt sie halt auf. So, jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen. Reichen 6 Pumpen, um das zu pumpen. Und wegzukriegen. Das ist jetzt natürlich sehr interessant. Ich glaube nämlich schon. Und ich glaube, dass es dann trotzdem wieder höher wird teilweise. Ich kann jetzt gerade nicht mehr sagen, ob das höher wird oder nicht. Ich kann das gerade gar nicht beurteilen. Was sagt man an dem Ding da? Ja, es wird mehr. Also reicht's nicht. Also reicht's nicht. Aber, was ich sagen kann, dass wir einen riesen Wassertank dort haben. Lol. Also die Frage ist, das da dann irgendwann ein Ding abtut, dass es nur noch da einer läuft. Das ist jetzt also eine Frage, was ich habe. Und ein Ding, weil da steht es jetzt. Steht und jetzt muss jetzt eigentlich dann irgendwann da so zurückstauen, dass es da nochmal tut, sondern da einer läuft nur noch. Und das ist jetzt. Jetzt. Jetzt kommen die zwei Dinger da zusammen. Jetzt ist die große Frage, schafft der eine das allein, dass der das abführt? Ich hoffe es zumindest. Jetzt haben wir so ein kurzes Eingewinnungsding. Dann da wahrscheinlich auch, das da läuft. Da. Und dann im Endeffekt wieder da. Lol, das läuft nur mal aus. So. Es kann jetzt wirklich alles runterpumpen. Wenn wir uns unseren Zyklus jetzt endlich erschaffen, den wollen wir die ganze Zeit schon haben wollten. Manchmal schwappt es wahrscheinlich nur über. Genau. Da schwappt es wieder über. Oder haben wir jetzt wieder... Jetzt haben wir so viel... Jetzt kommt so viel zurück wieder. Dass wir wieder 2 haben. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass das passiert. Aber Strom gelangt. Strom gelangt, gell, ja. Ja, eher Strom gelangt schon, weil wir haben ja so viel Batterie. Das ist jetzt nicht das Problem. 0,12. Also wir haben jetzt einen Wasserkreislauf, der läuft die ganze Zeit rundum. Wir könnten nur mehr anschließen. Das wird dann die nächste Step sein. Dass man dann sagt, jo, wir stellen da 3 her. Oder 4. Dann werden wir wieder ein paar Windräder zubauen. Dass der Strom wieder reicht, ohne... Der Strom wieder reicht, ohne das Ganze. Dann schauen wir jetzt mal da auf. Beim Tor zeigt man da richtig schön, wie sie es reinlässt. Und dann ich schauen, wie der Wasserstand inzwischen da ist. So, was sind wir? 60. Okay. Oh, ein 1 Kubikmeter pro Sekunden. Das ist nein, das auf Standard 1 ist. Das ist, weil mehr einer fließt, gell? Das ist natürlich mega.
Wenn wir einen hehren Wasserfluss, wenn wir mehr zur Verfügung haben. Oh, das ist ja krass. Wo läuft halt alles aus, wenn ich den zugemacht habe. Das ist schon krass. Ja, da ist alles überschwemmt jetzt. Das ist halt jetzt nicht so geil. Das ist halt nicht so geil. Aber ist das standardmäßig so? Ist das standardmäßig so? Oder schafft der das einfach nicht? Er schafft einfach die zwei nicht, gell? Mit auch noch mit. Macht's mir miteinander. Da kommt so viel Wasser an, das musst du mir vorstellen. Ist das krass. Leute, schaut euch das an. – 300 PS. Wieso habe ich da eigentlich kein Dingmesser heran? Ein Tiefenmesser. Schon krass, was da so abgeht mit den Dingen. Wo ist jetzt der Wasserstand inzwischen? 0,14. Jetzt haben wir sogar. Wir haben so viel aufgepumpt, dass nur mehr jetzt da ist, als wir davor gehabt haben. Und es wird jetzt das Wasser wieder her, weil wir so viel zurückpumpen und mehr wieder benutzen anscheinend. Hey, das ist echt krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so viel Wasser ist. Da können wir unseren Teich da rum anschauen. 2,67, okay. Aber wir kommen auch nicht her, das ist schon mal ganz gut. Eine Durchflussrate von 1 Kubikmeter. Ski fast über die 100 PS. Ist natürlich super. Da läuft dies mit einer, weil es sonst nicht reicht. Da läuft es auch einer. Läuft es dahinter, es läuft da um, dann läuft es da raus. Was offen. Ich weiß nicht, ob das 2 ist. Es kann nämlich sein, dass da dann 2 auf einmal rausgeht. Aber funktioniert es dann nicht mehr richtig. Ich muss fast irgendwie steuern da. Schauen, ob das reicht. Aber schaut gut aus, gell? Ich glaube, das sollte funktionieren. Mhm. Okay. So, da pumpt, da pumpt, da pumpt. Die muss ich da erst bekommen, gell? Die muss erst bekommen, dass das Wasser wieder aufgepumpst. Huiuiui. Huiuiuiui.
natürlich ein bisschen Watermanagement da jetzt mal betreiben. Sonst können wir uns irgendwann gar nicht mehr aus. Ah ja, was soll ich machen? Was soll ich denn machen? Das wäre genau das, was ich mir gedacht habe. Es läuft jetzt wieder alles dahinter. Oder? Das ist genau das, was ich nicht möchte. Was ist da ausgegangen? Das funktioniert auch. Vielleicht muss ich einfach das Eck noch wegmachen, das kann natürlich auch sein. Wenn man das wegmacht, dann wird es auch besser da rauslaufen noch. Schau da mal ganz kurz. Das immer noch nicht. Da kann nur mehr wegfließen. Aber jetzt schaut es glaube ich ganz gut aus, oder? Ja. Ja, das hätte man vielleicht anders herbauen müssen da. Das habe ich damals nicht bedacht. Dass wir da vielleicht mal Probleme kriegen mit dem Wasser. Aber wer hätte gedacht, dass wir einen zirkulierenden Wasserkreislauf bauen, dass das Wasser immer wieder nach oben kommt und immer wieder durchläuft, bis es halt wirklich verbraucht ist oder so. Ja, ja, das hätte ich auch nicht gedacht, dass wir das so machen. Das funktioniert jetzt wieder richtig. Ja, jetzt läuft wieder alles da durch. Einfach die ganze Zeit 300 PS da. Das ist halt schon auch krass. 300 PS. Ja. Vor allem dieses dauerhaft. Das ist einfach dauerhaft. Und das Wasser, das kann halt eigentlich schon wieder irgendwo wieder aufgleiten, ne? Dass es natürlich noch mehr wegpumpen kann, da. Das zum Beispiel kann halt auch noch dann mehr weiter, dass noch mehr gemacht wird. Also immer mehr und mehr und mehr und mehr. So wie man es halt möchte. Und dann nehmen wir da wieder sprengen. Gut. Dann haben wir uns heute mal sehr viel mit dem Wasser beschäftigt. Das war jetzt halt bei Stand 267 ist die ganze Zeit. Kubikmeter pro Sekunde. Dann da läuft das Wasser einer anstatt aussehen. Wir haben mal den Zufluss da, wo es sinnvoller ist. Ich hoffe bloß, dass während der Türe dann auch funktioniert so. Das ist ja das, was ich möchte, dass man unendlich, dass die ganze Zeit Wasser läuft, dass man nicht sagen muss, oh, ich muss jetzt neu schauen, oh, ich muss da neu schauen. Das ist, was mir am meisten stört. Dass man einfach die ganze Zeit weiterspringen kann, ohne Problem. Ja, und dann werden wir uns jetzt wirklich in die nächsten Folgen jetzt knallhart, werden wir uns Bezirk bauen, der wo den Katalysator herstellt, den Biokraftstoff herstellt und dadurch stellen wir dann unsere Golems her. Eventuell. Na, das macht man alles in einem. Das macht man alles in einem. Sollte man normal hinkriegen, dass das alles in einem funktioniert. Dass das in dem einen Bezirk dann einfach alles gebaut wird. Im Prinzip braucht man ja bloß 3 Teile, ne?
Wir brauchen 3 Maschinen. Na, was? Ja genau, wir brauchen dreimal diese Teilefabrik. Und dann einmal den. 18, 18. Oder zweimal den. Die Arme Herren am Schnähen. Genau. Ich glaube, das ist die Dinger brauchen. Ich verstehe es noch nicht so ganz, was da jetzt wirklich braucht, wer was braucht, wie man was braucht. Das ist also ein bisschen weird irgendwie. Ja, oder einfach die ganze Zeit so fei, hey. Okay. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Wir sehen uns morgen wieder. Also, hoi, deri.